Jesus, und ich gebe dir alle Ehre. Du bist würdig zu nehmen, Ehre, Preis und Anbetung. Alles, was mich ausmacht, was uns ausmacht, ist deine Gnade, deine Liebe. Und ich möchte heute deinen Namen hoch erheben. Niemand von uns weiß dort, wo es ist, wenn du nicht eingegriffen hättest. Danke für die viele, viele Geschichten. Danke, dass du jeden Einzelnen gesehen hast. Jeden Einzelnen gewollt hast. Wie Daniela gesagt hat, das ist meine liebe Tochter. Das ist mein lieber Sohn. Da habe ich Welle. Da habe ich auserwählt. Da habe ich gesegnet. Was für ein Gnadengeschenk. Herr, und ich danke dir, Geist Gottes, dass du jetzt weiterführst und leitest. Herr, wir können gar nichts ohne dich. Gar nichts ohne dich. Aber alles in dir. Halleluja. Amen. Ja, guten Morgen miteinander von meiner Seite. Heute haben wir uns herausfordernd zu Unterfangen vorgenommen. Der Römerbrief 4 Kapitel. Oh, habe ich gerungen, dass ich es zusammenfassen kann. Ob mir das klingt heute auch, Herr, du weißt, ich gebe dir alles, was ich kann. Und es ist wirklich ein bescheidener Versuch. Die Erkenntnisse, die ich mir erworben habe am Römerbrief, im Wissen, dass mein Wissen bruchstückhaft ist, möchte ich euch heute über den Römerbrief, aber auch die grosse Linie von diesem Brief erzählen. Wie Nico Leute gesagt hat, am besten ist, man schaufelt gerade selber in dem Brief. Da hat so viel zum Erforschen. Also ich werde euch nur einzelne Perlen können weitergeben und hoffe einfach, dass Gott zu ihren Herzen redet. Wir kennen so viel aus der Bibel und doch muss es unseres werden. Im Herz landen, im Kopf haben wir es noch schnell begriffen. Aber dass es im Herz landet, da braucht es wirklich die Hilfe vom Heiligen Geist. Ja, ich habe euch zu Beginn das Bild genommen von der Krone. Das ist eine Krone, die mein Mann, der Matthias, mir geschenkt hat. Das ist meine Lieblingskrone. Ich habe nicht so viele Sachen in der Wohnung. Ich bin eher spartanisch unterwegs. Aber diese Krone gebe ich nicht mehr her. Weil die ist auch in so einer Zeit von Zerbruch entstanden. Und was für eine Gnade, was Gott, was er kann tun. Der Römerbrief, Kapitel 1 bis 4. Ihr merkt, das ist also wirklich eine Fülle. Und was ganz wichtig ist, oft konzentrieren wir uns auf heute, Geburt, Tod. Aber Gottes Perspektive, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, das hat eine weite Dimension, wo man gar nicht ergreifen können. Also es ist so viel grösser, es ist so viel mehr. Und wir sind ein kleiner Teil, wo Gott wollte, oder? Das ist noch so das Verrückte. Ich meine, das muss man sich vorstellen, in dieser riesen Dimension drinnen. Und das ist ganz wichtig, dass wir das uns immer wieder verinnerlichen. Die Weite ist noch viel weiter, als du jemals kannst erträumen. Und noch mal viel weiter. Einfach, dass das geklärt ist von Anfang an. Die grosse Linie vom Römerbrief, die Gerechtigkeit Gottes, es ist ein zentrales Thema. In und durch Christus sind wir gerecht gesprochen. Niemand kann durch eigene Verdienst vor Gott bestehen. Weder du noch ich. Egal was für einen Werdegang das du hast bis jetzt. Keiner kann sich vor Gott gerecht sprechen. Weder Jude noch Heide. Die Gnade Gottes, die steht allen Menschen
Menschen als unverdientes Geschenk zur Verfügung. Es ist ein Geschenk, da kannst du annehmen, da kannst du ablehnen. Es ist etwas, wo Gott dir ohne eigenen Verdienst anvertraut. Und jeder, wo Gott vertraut, das bedeutet Glauben, Hören und Gehören, gewinnt seine Anerkennung und Anteil an seiner Herrlichkeit in Ewigkeit. Und in diesem Zusammenhang ist ganz wichtig, dass wir wissen, das Neue Testament werden wir nie in seiner Fülle verstehen, wenn wir das Alte Testament hatten. Das gehört unweigerlich zusammen. Neue Bund kannst du nicht verstehen im Alten Testament, weil du kannst nicht verstehen, was das genau bedeutet hat, dass Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist, für dich und für mich. Wenn du nicht verstehst, was Geschichte ist, Geschichte mit dem auserwählten Volk Israel, das sind unsere Wurzeln, das sind edle Wurzeln. Die wollen wir und die dürfen wir nicht vergessen. Das Gesetz, die Tora, ist nicht aufgehoben, heisst, sondern in Christus erfüllt. Es gibt nichts, was uns gerecht machen kann, denn alle haben sich vor Gott schuldig gemacht. Die Liebe Gottes ist der rote Faden durch den ganzen Brief, eine Liebe, wo Gott alles gekostet hat, damit wir frei werden von der Knechtschaft der Sünde, versöhnt mit Gott können leben. Das wissen wir. Aber das wirklich zu erfahren, wunderschönes Zeugnis von allen, es hat mich alles so berührt. Franzi, die Liebe, wenn man die so erfährt, wie du erzählst, wo man merkt, oder ein Andrea, in diesem Zerbruch inne, die Liebe, die einem so berührt, das ist elektrisierend, das vergiss ich nicht mehr. Und das wünsche ich dir und mir immer wieder. Und somit kann sich niemand und soll sich niemand über den anderen erheben. Weder die Juden über die Heiden, noch du über irgendjemanden oder ich. Die Souveränität Gottes, je näher wir vor Gott treten, desto mehr öffnet sich der Horizont von dieser Grösse Gottes. Wer kann ihn ergründen? Wer kann ihn beraten? Wer kann ihm jemals etwas zurückgeben, wo er ihm zurück könnte erstatten, wo er nicht von Gott selber empfangen hat? Der Mensch kann Gott nicht mit seinen begrenzten Möglichkeiten beurteilen und mit menschlichen Maßstab messen. Denn das wird nur zum Schluss führen, dass Gottes Wege ungerecht sind. Wenn man die Geschichte von dir, Elias, verstehen, menschlich, dann verstehst du sie nicht. Es gibt so viele Geschichten, die verstehst du nicht. Von Ewigkeit zur Ewigkeit hin, weit, weit, weit grösser. Und wir verstehen oft vieles nicht. Und das ist okay, weil wir sind nicht Gott. Und der Mensch möchte manchmal den Platz hinnehmen, der ihm nicht zusteht. Bewundernswert ist, dass Paulus Gott nicht rechtfertigt noch verteidigt in seinem Brief, sondern seinen Fokus auf Gottes Gnade setzt. Denn Gott begegnet den Sünder nicht durch Gerechtigkeit, sondern durch sein Erbarmen. Und der gehört Gott allein. Und es gibt keine Lehre noch Wahrheit, wo uns nicht in die Anbetung führt. Ich bin jetzt, ihr werdet es nicht glauben, aber seit über einem Jahr mit dem Römerbrief unterwegs. Und ich weiß, dass ich noch so wenig weiß. Das ist auch ein Fazit. Und ich bin in die Anbetung gelandet, nach dem Lernen und Forschen und Schaufeln drinnen. Der Mensch hat Gott nichts zu geben und hat in Christus alles erhalten. Seine Wege sind unerforschlich und es heißt, ein Gott, dessen Wege wir ganz begreifen, wäre ein recht begrenzter Gott.
Die Gnade und Gottes Souveränität anzuerkennen, bedeutet auch zu akzeptieren, dass mein menschliches Wissen äußerst bruchstückhaft ist und ich Gott nicht auf meine Logik noch meine Vorstellungen besetzen kann. Und darum, wenn wir auch sorgfältig sind, die unterschiedlichsten Meinungen, dass wir immer wieder zurückfinden zu Gott, weil er kennt das ganze Plan und wir immer nur bruchstückhaft. Und miteinander sehen wir das ganze Bild. Der Glaube nimmt uns in die menschliche Verantwortung hinein. Das bedeutet, dass wir, wenn wir aus Gnade leben, das sagt der Bonhoeffer so schön, ist nicht eine billige Gnade, ein laissez-faire. Ja, Gott vergibt mir sowieso. Sondern gerade aus dieser Liebe, aus diesem Erbarmen, weckt das einen Herzenswunsch nach Hingabe. Und es sich verschenken aus tiefer Dankbarkeit, dass man von Gott der Welt gewollt, gesegnet, geliebt und getragen ist. Das ist die Motivation und das ist die treibende Kraft. Ich verzichte auf die Gliederung von den Kapiteln 1 bis 4. Leset selber. Das ist wirklich der ganze Weg. Ich fokussiere auf meine Perlen. Ich glaube, ich mache es so. Paulus ist ein überzeugter Jude. Er ist in einem jüdischen Elternhaus geboren. Also er hat die beste Ausgangslage gehabt. Ein Israelit, ein Nachkomme Abrahams aus dem Stamm Benjamin, hat das Gesetz, die Tora, sorgfältig studiert. Du hast ihm alles fragen über die Tora. Er hat genau gewusst, um was es geht. Und er war ein eifriger Mensch. Er wollte Gott folgen. Er war nicht einfach gesetzlich, weil er Motivation ist ein Mühe verschoben. Er hat einfach den Christus nicht erkannt, aber er hat wirklich den Gott folgen. Also ein strenger Pharisäer, ein Schüler Gamaliens und sein außergewöhnlicher Weg, den kennen wir, offenbart sich in der Apostelgeschichte 9, als er unterwegs nach Damaskus von Saulus von Tarsus, der Verfolger, zum Paulus, der Bekehrte, verändert wird. Ein Mensch, der seine Auserwählung mit aller Entschlossenheit und alle Konsequenzen nachher gefolgt ist, weil er von Gott ergriffen war und ihm kein Preis zu hoch war. Das ist die Motivation. Das ist die treibende Kraft, von Gottes Liebe ergriffen zu sein. Und wenn du noch nicht von dieser Liebe Gottes ergriffen bist, dann schrei den Namen Jesus. Dass er, wie auch Beatrice erzählt hat, wie ein Strom durch ihre diese ganze Kraft, das ist heute unser Gott. Ein Gott, der noch heute Wunder tut. Und dein Leben ist ihm sehr, 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 sehr kostbar. Paulus bezeichnet sich als Sklave Christi. Sklave zu sein, das kennen wir schon gar nicht mehr. Aber das bedeutet vollkommene Gehorsam. Wenn er sagt links, dann heisst das nicht rechts. Und wirklich, dass die Gottesfurcht, die sich vor Menschenfurcht nicht beugt. Seine Identität ist in Christus felsenfest und Paulus kennt keine falsche Bescheidenheit, sodass er seine Berufung demütig annimmt und sich in dieser Berufung hingibt. Paulus ist auserwählt worden für einen Dienst, den er sich selber nicht hat können geben. Nur als Empfangende können wir weitergehen. Und nur wenn wir selber die Liebe Gottes erfahren, können wir lieben und mutige Schritte vom Gehorsam tun, weil sich tief im Herzen verankert, dass wir den Herrn vertrauen, in und durch alles hindurch. Auch wenn es nicht gerade so aussieht oder wird, wie ich mir das gewünscht habe. Von Ewigkeit zur Ewigkeit hin. So groß ist der Plan Gottes.
Durch Jesus Christus schaffen wir das, was unmöglich zu schaffen ist. Kyrie eleison. Dennoch setzen wir unsere ganze Kraft hinein und tragen unser Teil bei. Verstehen? Das ist kein Paradox. Alles von Gott empfangen und alles daran setzen, dass wir weiterschenken können. Und die Ehre gehört ihm, ich komme auf das zurück. Ich tue kurz zusammenfassen zum Paulus. Paulus hat die Liebe Gottes erfahren, glaubt an Jesus Christus. Er ist als Apostel berufen, allen Menschen das Evangelium zu verkünden. Er ist allen Menschen gleich verpflichtet, egal aus welcher Schicht, Gesellschaftsschicht jemand kommt, aus welchem Rang heraus. Daraus entsteht der Weg des Gehorsams, nicht aus Gesetzlichkeit, sondern aus Gnade. Eine Nachfolge, welche Christus ins Zentrum stellt und sich nicht durch Menschenfurcht leiten lässt. Da bleiben wir Lernende. Das ist ein Bild, wo genau das Paradoxe so ein bisschen sinnbildlich darstellt. Wir sind unterwegs und wollen die Menschen für Gott gewinnen. Gewinnen heisst nicht Menschen verängstigen für Gott. Gewinnen. Die Liebe Gottes ist so gewinnend, ist so attraktiv. Und ihr merkt da, die Fischer, die dran sind, sie brauchen die Kraft von Gott, dass ihnen der Fischfang auch gelingt. So sinngemäß, wenn wir unterwegs sind. Eine zentrale Botschaft im paulinischen Brief ist die Rechtfertigungslehre. Also gerecht gesprochen durch den Glauben allein an Jesus Christus. Er hat selber erfahren, dass der Versuch, Gottes Anerkennung durch ein tadelloses Leben nach dem Gesetz sich selber zu verdienen, Achtung, zu Stolz, Ungerechtigkeit, Hartherzigkeit bis hin zu Hass gegenüber denen führt, die nicht gleich konsequent sind. Ich lese es gerade nochmal. Paulus hatte selbst erfahren, dass der Versuch, Gottes Anerkennung durch ein tadelloses Leben, so ist man ein guter Christ, nach dem Gesetz zu verdienen, zu Stolz, Ungerechtigkeit, Hartherzigkeit bis hin zu Hass gegenüber denen führt, die nicht gleich konsequent sind. Paulus betont, dass sich niemand vor Gott gerecht sprechen kann und zeigt auf, dass im Vergleich zur Auslegetradition vom Judentum nicht Abraham, sondern Gottes Versprechen, Verheißungen und Abrahams Gottvertrauen steht. Weil Paulus, der kennt das Alte Testament und der Jude oder die Juden, die an Christus glaubt haben, sie haben immer noch gedacht, durch Beschneidung ist man dann wie heiliger oder näher zu Gott. Das ist ein Identitätsmarker. Aber Paulus tut das vehement widerlegen. Und er nimmt ein Beispiel von Abraham als ihren Stammvater. Und das ist ganz interessant. Der Abraham ist gerecht gesprochen worden, nicht, weil er seinen Sohn geopfert hat, nicht, weil er die Pflicht von der Beschneidung auch erfüllt hat, sondern, das folgt alles danach, das ist eine Konsequenz gewesen, sondern weil er Gott vertraut hat. Und das hätte er ihnen auch so aufzeigen. Und gleichzeitig tut in diesem Zusammenhang er den David vorstellen, den David, der auch ein Mann ist nach Gottes Herz. Aber wenn wir die Geschichte lesen, dann wissen wir auch,
David war ein wunderbarer Mensch, aber er hat auch versagt. Beides hat ihn ausgemacht und beides hat ihn auch, Gott hat ihn gerecht gesprochen. Ein Mann nach seinem Herz hat er ihn genannt. Am Kreuz Christi kommt das Ja Gottes zu den Sündern und das Nein zur Sünde zusammen und ist somit der Ort der Gnade Gottes. Abraham war gerecht, weil in der Glaube der Gerechtigkeit Gottes gerechnet wurde. Also er hat geglaubt und vertraut. Und David war gerecht, weil er Gott ihm die Sünde nicht zugerechnet hat. Das muss man gleich nachdenklich darüber brüten. Das Zurechnen der Gerechtigkeit und das Nicht-Zurechnen der Sünde kommt von Gott. Denn er vergibt die Sünde, anerkennt so seine Gerechtigkeit und ermöglicht dadurch die Vergebung der Sünde. Die Vergebung Gottes und sein Zudecken ruht weder auf menschlichem Verdienst noch auf Leistung. Ich bin mir sehr bewusst, dass ich ich muss euch ehrlich sagen, der Inhalt, ich bin viel geschufelt. Und die Sätze habe ich geschufelt und ich gebe sie dir weiter, aber du musst vielleicht auch schaufeln, dass du wirklich sie für dich ausdeutschen. Das kann dir der Geist Gottes offenbaren. Wir haben viele Geschichten heute Morgen gehört von dem sich am Nullpunkt bewegen. Schau, die haben mich lange gefragt und frage mich immer wieder, Herr, warum ich? Warum ich? Wie beim ersten Lied, ist ein Rätsel. Und ich denke, warum, Herr? Warum so viel Gnade? Ich bin eine überaus reiche Frau und verstand nicht immer, warum. Das ist so eine Gnade. Weil menschlich gesehen hat ich mich nie ausgewählt für so eine Aufgabe. Versteht ihr? Und wenn du manchmal zweifelst, was macht denn die dort vorne? Ich frage mich das manchmal auch. Aber Gott hat das so wollen. Und der wird dich demütig drinstehen. Und ich liebe meine Gemeinde. Und ich liebe mein Team. Und das sage ich jeden Tag. Immer und immer wieder. Kyrie eleison. Herr, bewahrt das Herz, dass es nicht hartherzig wird. Bewahr unser Herz. Da brauchen wir wirklich die Gnade. Weil wissen da die Juden, Heiden, die Konflikte, die dort waren, da könnte man fast in eine Versuchung verfallen. Ja, das sind die Juden, oder? Die sind dem Gesetz gefolgt. Aber was heisst das für uns? Wo werden wir gesetzlich? Und da kann man wirklich darüber sich Gedanken machen, weil im Römerbrief ist das Thema Gesetzgerechtigkeit oder Glaubensgerechtigkeit. Und der Abraham hat sich für die Glaubensgerechtigkeit entschieden. Ich vertraue Gott. Und wir wollen dem folgen. Wir wollen Christus folgen. Und manchmal sind wir auch gefangen in eine Gesetzesgerechtigkeit. Und wie sieht die aus? Die sieht manchmal ganz schön fromm aus. Ganz schön geistlich aus. Ich bete x Stunden, ich worshipe x Stunden, ich tue ganz viel Gutes, ich bin in der Diakonie tätig, manche Stunden. Wenn ich einmal vor Gott bin, aber auch du, dann wird er dich nicht fragen, wie viel hast du was gemacht, sondern hast mir vertraut, hast mich geliebt. Da kann man sich manchmal so etwas einbilden, an diesen Werken. Und Werk ist nicht nur Martha, die viel macht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen will.
Werke können ganz viele fromme Geschichten sein. Und die Frage ist, wo steht unser Herz vor Gott? Weil das prüft er jeden Tag. Und da können wir nur an diesem Kreuz kommen. Weil wenn wir vor Gott auf die Knie gehen, nur so können wir vor Menschen stehen. Und manchmal bilden wir uns etwas ein, was wir könnten. Und das sage ich aus Erfahrung. Als ich an meinem Nullpunkt gestanden bin, Franzi, ich könnte dir nicht sagen, ich bin nicht gläubig und ich habe Jesus nicht geliebt. Ich habe Jesus so sehr geliebt. Ich habe so sehr geliebt. Ich habe mir so Mühe gegeben. Wirklich eine gute Christin gewesen. Ich habe alles gegeben. Alles gegeben. Ich war eine führende Person in diesem Elim. Und ich habe den Leuten predigt, was wichtig ist, wie man eine Ehe führt, wie man das macht. Und irgendwann ist meine eigene Ehe so in Bruch. Und wisst ihr, die äußere Fassade, so sieht es aus bei mir, dass ich wollte ein guter Christ sein, das ist kein schlechter, wie der Paulus, ich kann das so gut verstehen. Ich wollte ein guter Christ sein. Und für einen guten Christ macht man das. Denkt nicht, dass wir im freikirchlichen Kreise von dem verschont sind. Und wisst ihr, was passiert ist? Und das ist die Gnade Gottes. Ich bin auf die Knie stundenlang in der Nacht und habe gesagt, lass den Kelch an mir vorübergehen. Ich habe gewusst, wenn die Trennung kommt, das ist fertig für mich. Und ich habe geschrauen zu Gott, lass den Kelch an mir vorbeigehen. Ich bitte dich, Herr. Ich habe mein Leben investiert in dir. Ich bitte dich, Herr. Und ich kann euch sagen, die Scheidung ist gekommen. Und mit der Scheidung ist ja so viel, ist mir weggenommen worden aus der Hand. Plötzlich bin ich nicht mehr würdig gewesen. Aber wisst ihr was? Versteht mich richtig. Ich habe kapituliert vor Gott. Und ich habe mich versöhnt mit dieser Geschichte. Und bin x-mal vor dem Kreuz gelegen. Herr, vergib mir. Ich habe versagt. Und wisst ihr, was Gott macht? Er hebt die auf, Daniela, und sagt, das ist meine Tochter. Und das macht er mit mir und das macht er mit dir. Und wenn ich heute da stand, dann ist es nur aus Gnade. Manchmal wollen die Leute einem irgendwo auf einem Podest lassen. Aber ich kann euch sagen, ich habe so eine Ehrfurcht. Und ich sage immer, Herr, erbarm dich meiner. Dass mir nichts lieber ist, als dir zu folgen. In dieser Gottesfurcht, wo sich nicht vor Menschenfurcht beugt. Eine überwältigende Liebe. Ich komme zum Schluss. Die Krone bedeutet mir so viel, weil die Krone bin ich. Und die Krone bist du. Wir haben alle eine Geschichte. Vielleicht hast du eine optimale Ausgangslösung gehabt. Tolle Eltern, gläubig. Ist alles wunderbar gegangen, Freude drauf. Und vielleicht hast du einen schwierigen Start im Leben. Und vielleicht ist es immer noch sehr schwierig. Aber Gott ist da gleich für alle. Alle auf gleicher Ebene. Egal welche Funktion wir haben. Lasst uns nicht in der Illusion verfallen, dass irgendjemand besser ist als der andere. Achtet einander höher als euch selber. Das schenkt uns Einheit und das macht auch, wenn wir Gott die Ehre geben in unserem Leben. Ja,
Ich weiß gar nicht, ob das einen Sinn ergibt. Ich empfehle. Ich habe probiert, wirklich in eine kurz und knackige Variante zusammenzufassen. Wenn du merkst, du willst mehr darüber lesen, ich habe dir eine Arbeit, die du nachlesen kannst. Da sind sehr viele Details drin. Mit leeren Händen und einem demütigen Herz empfangen wir alle Christus, in Christus die höchste Fülle. Am Kreuz offenbart sich unsere königliche Abstammung. Die Frucht davon ist Furchtlosigkeit vor Menschen und Ehrfurcht vor Gott. Oder anders formuliert, eben, wer vor Gott kann knien, der kann vor Menschen stehen. Gott ist der Initiator von jeder Liebesgeschichte hier drin. Und jede Geschichte ist ihm gleich wertvoll. Du hast nicht eine kleinere, mindere Geschichte. Und wenn du mir vor 10 Jahren gesagt hättest, dass ich heute vor dir stehen würde, hätte ich dir gesagt, niemals. Ja? Aber wir haben den Gott der Wunder und den Gott, der noch heute Wunder tut. Und vielleicht bist du auch in einer Situation, wo du denkst, niemals. Gott kann. Er macht nicht immer das, was wir uns wünschen. Er ist kein Automat. Aber er gibt dir noch viel mehr. Ich habe heute einen wunderbaren Mann an meiner Seite. Er ist mein bester Freund. Und in all dem Zerbruch und all die Krankheitsjahre hinter uns, ich glaube, wir lieben uns heute mehr wie früher. Weil wir brauchen einander so sehr. Gott kann aus Scherben eine wunderschöne Krone machen. Felsenfest steht, dass über alle Ungewissenheit, die in diesem irdischen Leben uns kennzeichnen, absolut gewiss ist, ewiglich und unveränderlich, ist die unüberbietbare Liebe Gottes. Und niemand und nichts kann uns von dieser Liebe trennen. Halleluja. Ich hoffe, das ist das Siegel in deinem Herz. Das hat mir so oft durchgetragen. Zu wissen, nichts und niemand kann mich von dieser Liebe trennen. Es spielt gar keine Rolle, was ich mache in meinem Leben. Nichts und niemand kann mich von dieser Liebe trennen. Und ich habe diesen Zerbruch gebraucht. Aber ich wünschte, das Siegel, auch ohne Zerbruch im Herz, muss nicht immer ein Zerbruch vorausgehen. Du kannst dich ganz in der Freude heute entscheiden wieder. Ja, wenn du das Siegel nicht spürst in deinem Herz, ich brauche das Siegel. Die tiefe Gewissheit, dass wenn windet und stürmt, du weißt, nichts kann mich trennen von dieser Liebe. Und Nicole, du hast mit meinem Taufgespruch gestartet, das hat mich heute so ermutigt. Weder Tod noch Leben, nichts von Ewigkeit zur Ewigkeit hin.